Die Ereignisse nehmen ihren Lauf am 12. Mai 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Welt von Fallout ist zu unserer realen Welt nicht von technologischem Fortschritt geprägt. Jener ist in Fallout in den 1950er Jahren stehen geblieben und hat weder den Mikrochip noch das Farbfernsehen hervorgebracht. Mal von dem nicht erfundenen Internet oder Kommunikation stützte sich alles auf analoge Großrechner, dezentralen Arbeitsstationen und Kleinrechner basierend auf dem realen Apple II von 1977. Die Technik dieser Zeit, trotz aller Einschränkungen wie Monochrom-Kathodenstrahler und anderer analogen Röhrentechnologie, gelangen technische Wunder wie der Pip-Boy genannte Armbandcomputer, autonome Roboter und Atommotoren für den Allgemein- und Militärgebrauch sowie für Plasma- und Laserwaffen. Egal wo man in der Zeit des Fallout-Universums hinsieht, ist eine Stagnation zu bemerken, in der die Menschheit in den 1950er Jahren stehen geblieben ist. Veränderungen sucht man vergeblich, egal ob es die Musik ist, die lediglich eine Verfeinerung bekannter Inhalte durchmachte. Erlebte das Fallout-Universum keine 68er, geschweige dessen eine andere Protestbewegung. Häuser, Autos, Kleidung, Roboter und Computer waren im für die 1950er Jahre typischen Googie-Stil gehalten. Googie ist eine Form der Architektur und des Designs, die sich Ende der 1940er Jahre in Südkalifornien entwickelt hat und bis in die Mitte der 1960er Jahre populär war. Mehr dazu in der Beschreibung verlinkt. Die Atomkraft gewann große Bedeutung in einer Zeit, wo das Öl versiegte und Atomkraft das Allheilmittel für viele Probleme betrachtet wurde. Auch für etwaig daraus resultierende Energieprobleme. 2052. Eine ernste Energiekrise nahm in den USA überhand, da fossile Brennstoffe spürbar zur Neige gingen. Das Atomantrieb motorisierte Corvega wurde entwickelt, war im Stil der 50er nachempfunden und wurde zum Verkaufsschlager. Noch 25 Jahre bis 2077. Immer knapper werdende Ressourcen führten zu zunehmenden internationalen Krisen und Konflikten. Jedoch war man weit entfernt von einem Umdenken oder der Suche nach Lösungen für die Probleme, die sich daraus ergaben. Ganz im Gegenteil fand eine Aufrüstung und Militarisierung der Gesellschaft statt. Man wollte es nicht wahrhaben, aber die Angst vor einem Atomkrieg wuchs. Trotz allem begannen die USA mit dem Bau der Walls, riesige unterirdische Schutzbunker, in jene ein Großteil der Bevölkerung überleben könne, und nach einem Atomkrieg Amerika wieder aufzubauen. Politischer Wahnsinn und Überheblichkeit manifestierte sich in dem Vorhaben. Die Ressourcenkriege. China und die USA trugen einen Konflikt um Öl aus. Die USA weigerten sich, anderen Nationen Öl zu überlassen. Dieser Konflikt ging so weit, dass das European Commonwealth aufgelöst wurde und europäische Staaten sich nun mit dem Nahen Osten um Öl stritten. Viele Staaten aus den Vereinten Nationen ausgetreten sind, nachdem die Vereinten Nationen Frieden wahren wollten. Wurden die Vereinten Nationen danach aufgelöst und innerhalb von 2 Monaten war somit auch die Demokratiegeschichte. Ein kleiner Nachtrag: Zu den European Commonwealth wird später im Laufe des Let's Plays zu passender Zeit ein weiteres eigenes Video erscheinen, in der ich diese ganze Geschichte rund um das European Commonwealth etwas beleuchten werde. Samstag, der 23. Oktober 2077. Um 10:47 Uhr wurde die Ostküste bombardiert und die Westküste wurde zuerst getroffen.
Damit begann der große Krieg, der genau 2 Stunden dauerte. Ein Atomkrieg zwischen den bekannten Atommächten USA und China. Unsere Geschichte beginnt am Samstagmorgen im Kreise einer kleinen Familie, wenige Momente vor dem Bombeneinschlag. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Urgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich.